Heute das Thema Jesus, Löwe und Lamm. Wir wollen heute zusammen verschiedene Bilder anschauen. Wir wollen in die Ferne schauen, in die Ferne sehen, so wie ein Stück Fernsehen. Heute schaut man ja nicht mehr fern, heute schaut man TikTok und Reels und Shorts und so weiter. Aber wir schauen heute zusammen fern. Wir wollen heute Fernseher schauen. Das sind Bilder eigentlich aus der Ferne, die wir uns nahe holen, die wir uns zu Gemüte führen, wo wir auch unsere Gedanken, unser Kopf, unser Denken aufmachen, Bilder, die uns prägen. Vielleicht hat auch der eine oder andere vor, heute noch in echt fernzusehen. Vielleicht sind auch ein paar Leute jetzt zu Hause an ihrem Fernseher und schauen mit diese Predigt, Bilder, die wir uns in die Nähe holen. Und normalerweise kommen am Fernseher Bilder, Dinge, Szenen, Dinge, die zeigen, was heutzutage wichtig ist, was dran ist. Szenen, die relevant sind. Es werden uns Bilder gezeigt von denen, die Macht haben in der Welt. Es werden uns Bilder gezeigt von denen, die etwas bewegen in der Welt. Die Bilder führen uns vor Augen, wer wirklich am Hebel sitzt. Manchmal werden uns auch Ungeheuerlichkeiten gezeigt. Zum Beispiel eine Terrorfahrt mit dem Auto durch den Weihnachtsmarkt oder irgendwelche Despoten, die mit Atombomben drohen. Oder es wird uns berichtet von befreiten Syrern, die davor fürchten, unter Scharia-Gesetz zu gelangen. Manchmal werden uns aber auch gute Dinge gezeigt. Da ein Friedensschluss, dort jemand, der freigelassen wird. Es werden uns Bilder gezeigt, wie die Welt sich ändert, was richtig ist, was wichtig ist, woran wir uns orientieren sollen. Bilder von fern, die in unser Kopf hineinkommen, die unser Denken bestimmen, die uns zeigen, was dran ist, an was wir uns orientieren sollen, aber die auch einiges ausklammern. Und gerade heute an Weihnachten fragen wir uns ja bei all diesen wichtigen Dingen, was spielt da Jesus für eine Rolle? Ehrlich gesagt, keine große, oder? Ist irgendwo ganz am Rand oder vielleicht gar nicht. Ist eigentlich das passiert, was an Weihnachten oft passiert? Dieser Jesus ist einfach das kleine Kind in der Krippe. Klein, unscheinbar, kann nicht reden und hat nichts zu sagen. Weihnachten oft in kleine Krippen gefangen oder in irgendwelche hohen Melodien gebunden, aber trotzdem unscheinbar. Es scheint, dass Jesus kein Global Player ist, der dann gezeigt wird. Und es wäre ja dann schon überraschend, wenn man zu all diesen großen Themen, die da kommen und wichtig sind, statt dass man die Meinung von einem Trump oder Putin oder von einem unserer großen und lauten Politiker, dass man sich mal fragen würde, was meint Jesus dazu, zu all diesen Dingen, zu diesen Kriegen, zu diesen hungernden Kindern, zu diesen Mörderfahrten und so weiter. Aber Jesus fragt man nicht. Ich habe geschaut, was so heute so bei uns im TV-Programm, im Fernseher läuft, was da für Bilder gebracht werden. Da kommen Stars, Helene Fischer mit ihren Sängern, ein Drache, der die Welt rettet. Räubertochter. In der Philosophiesendung geht es darum, wie ein katholischer Christ sagt, dass er sich manchmal diskriminiert fühlt als Christ. Ist das alles, was Weihnachten noch zu sagen hat? Dieses Kind in der Krippe? Gibt es da nicht mehr Themen? Heute wagen wir einen verrückten Blick in die Ferne. Wir nehmen die Krippe, wir schauen hinein und vielleicht erblicken wir ein kleines Baby, aber vielleicht noch viel mehr, so wie das Thema heute ist. Vielleicht sehen wir hier, wenn wir schauen, einen Löwen, ein Lamm. Spannender Blick. Ja, wir schauen heute zusammen fern. Wir schauen mal ganz weit zurück in die Ferne. Wir gehen ganz am Anfang in die Bibel hinein, tausende von Jahren zurück ins Alte Testament, in eine Szene. Da ist ein Mann,
der Jakob, ein alter Mann unterdessen. Er hatte die 12 Söhne, die zu den 12 Stammvätern vom Volk Israel, von diesen Stämmen werden. Er hatte diese 12 Söhne und die hatten Streit untereinander. Einen haben sie verkauft und versklavt nach Ägypten, den Josef. Aber Gott hat die Familie wieder zusammengeführt, hat alles zu einem guten Ende geführt. Und jetzt ist dieser Jakob uralt. Und er segnet seine Söhne. Und es ist ein prophetischer Segen. Das ist das erste Bild, wo wir eintauchen. Ein prophetischer Segen. Dieser Jakob spricht diesen Söhnen Dinge zu, die Gott in Zukunft erfüllen will, die geprägt sind vom Heiligen Geist. Und wir gehen hier in einen Text hinein, in ein erstes Bild hinein, so viele Jahre zurück, im 1. Mose, Kapitel 49. Da wird einer dieser Söhne, der Sohn Juda, gesegnet. Mein Sohn, du bist wie ein junger Löwe, der gerade seine Beute gerissen hat. Majestätisch legt er sich daneben. Wer würde es wagen, ihn zu stören? Juda, immer behältst du das Zepter in der Hand. Könige gehen aus deinem Stamm hervor, bis ein großer Herrscher kommt, dem alle Völker dienen werden. Also dieser Faden, den wir aufnehmen, dieses Bild, da wird prophezeit, diesem Juda und seinen Nachkommen, dass aus diesem Stamm Könige hervorgehen. Und das Bild des Löwen wird dazu gebraucht. Der Löwe als König der Tiere, als der herrscht über das Reich. Da wird gesagt, da kommen Könige aus diesem Stamm, einer nach der anderen. Und irgendwann kommt einer, der so groß ist, dass ihm alle Völker dienen werden. So das Bild des Löwen als Herrscher, als Mächtiger mit Macht, durchaus auch furchterregend. Das ist etwas, das kommt in der Bibel immer wieder vor, in Sprüche 30,30, der Löwe, König der Tiere, der vor nichts Angst hat. So warteten die Israeliten auf diesen König, auf diesen Herrscher, der einmal kommen wird, der groß und mächtig sein wird, auf den Löwen aus dem Stamm Judas, einen König. Wir wechseln das Bild. Die nächste Szene. Wir gehen hinein in die Weihnachtsgeschichte. Matthäus berichtet davon, wie es zuhergegangen ist, als Jesus auf die Welt gekommen ist. Und er beginnt seinen Bericht folgendermaßen. Matthäus 1, Vers 1. Dieses Buch berichtet die Geschichte von Jesus Christus. Von diesem Baby, das da in der Krippe gekommen ist. Er ist ein Nachkomme Abrahams und Davids. Spannend, für Matthäus ist offensichtlich wichtig, wie die Abstammung ist von diesem Jesus. Abraham war der Vater von Isaak. Auf Isaak folgten in direkter Linie Jakob, der Vater von Juda und seinen Brüdern. Da wird diese Linie aufgenommen und gesagt, dieser Jesus ist einer von diesen Nachkommen von Juda. Und jetzt lese ich nicht alles vor, was da steht. Es steht einige Verse lang ein Nachkomme nach dem anderen, der da gekommen ist. Und das ging dann weiter, Vers 6, und schließlich kommt da König David. Ein König, der hervorgeht aus dieser Linie, aus diesem Stamm Juda. Von David stammte Salomo ab, der nächste König, der Sohn von Urias Frau. Und auf ihn folgten in direkter Linie Rehabeam, noch ein König, Abia, noch ein König, Asa, noch ein König, Josaphat, Joram, Usia, Jotham, Ahan, Hiskia, Manasse, Ammon, Josia und so weiter. Alles Könige, einer nach dem anderen. Und wenn wir dann weiterspringen zu Vers 16, Jakob, ein anderer Jakob als der von vorhin, war der Vater von Josef und dieser wiederum der Mann von Maria. Sie brachte Jesus zur Welt, der Christus genannt wird. Matthäus ist es wichtig, jedem, der das liest, zu zeigen, dieses kleine Kind in der Krippe ist einer in dieser Verheißungslinie. König, 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 König. Und jetzt kommt dieser Jesus auf die Welt. Wir lesen weiter.
In Matthäus wird beschrieben, wie das Kind dann auf die Welt kommt, wie Gott ein Wunder tut und wie er selber dieses Kind in Maria hineinpflanzt, wie sie als Jungfrau dieses kleine Baby zur Welt bringt. Und der Bericht geht dann weiter im 2. Kapitel. Herodes war damals König. Also wir merken, es geht hier um die Mächtigen, oder? Um die Herrscher, die das Sagen haben. Und da kamen einige Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem, waren durchaus auch mächtige Leute und erkundigten sich, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind aus dem Osten hierher gekommen, um ihm die Ehre zu erweisen. Diese Sterndeuter haben offensichtlich in den alten Schriften geforscht, haben gefunden von den Exiljuden, die damals dort gelebt haben, früher dort gelebt haben, da gibt es alte Schriften, die von einem neuen König erzählen, von einem Herrscher, der kommen soll, von einem Großen, quasi vom Löwen Judas. Und sie rechnen damit, dass dieser Herrscher im Königspalast zur Welt kommt. Logisch, sie gehen zu Herodes und der erschrickt, der will seine Herrschaft nicht abgeben, der will seine Macht nicht weggeben, aber er lässt nachforschen. Und sie finden Rollen in dem Micha, alte Propheten, Micha 5,1, das zitiert wird dann, wo steht, Bethlehem, du bist keineswegs die unbedeutendste Stadt in Juda, denn aus dir kommt das herzige Babyli in der Krippe. Nein, denn aus dir kommt der Herrscher, der mein Volk Israel wie ein Hirte führen wird. Und tatsächlich, die Weisen gehen hin nach Bethlehem und finden dieses kleine Kind. Aber sie bringen ihm nicht frische Windeln und einen Nuki, sondern sie bringen ihm Geschenke, die man einem Herrscher bringt. Sie bringen ihm Gold, das Geschenk, das man einem König gibt. Sie bringen ihm Weihrauch, ein Geschenk, das zeigt, dass es um einen Priester geht. Im Priesterdienst wird Weihrauch gebraucht. Ein Herrscher, der auch für sein Volk vor Gott tritt. Und sie bringen ihm Myrrhe, ein Heilmittel, das zeigt, dass es ein Herrscher ist, der auch Heil bringen soll. Matthäus ist sehr wichtig. Dieses kleine Kind in der Krippe ist ein Herrscher. Wir holen ein nächstes Bild dazu. Wir springen vorwärts. Wir haben hier den Bericht in der Bibel von einem Johannes. Johannes, der an Jesus Christus geglaubt hat, dass er der Herrscher ist, der dafür aber verbannt wird auf eine Insel, auf die Insel Patmos, und er sitzt da und schaut auf spezielle Art und Weise in die Ferne. Zuerst zeigt ihm Gott Bilder, die er den Gemeinden weitergeben soll, die in der Offenbarung aufschreibt, in den Sendschreiben. Und dann zeigt Gott ihm ein Bild aus der Ferne, direkt aus dem Thronsaal von Gott, aus einer anderen Welt. Und er beginnt das aufzuschreiben, in Offenbarung 4. Es sind Bilder, die kann man fast nicht in Worte fassen. Aber er tut es trotzdem. Er sieht da den Thronsaal von Gott, er sieht Gott auf dem Thron, kann ihn gar nicht recht sehen, aber er merkt, Gott allein ist der Würdige. Es wird von den Wesen berichtet, die da um den Thron rundherum sind, in diesem Thronsaal. Und dann geht es weiter mit dem nächsten Bild. Plötzlich taucht da in diesem Bild ein Buch auf, eine Schriftrolle. Wir lesen in Offenbarung 5 quasi ein neues Bild, wo wir in die Ferne sehen. Johannes schreibt, ich sah, dass der auf dem Thron in seiner rechten Hand eine Schriftrolle hielt. Sie war innen und außen beschrieben und mit 7 Siegeln verschlossen. Und ich sah einen mächtigen Engel, der mit lauter Stimme rief, wer ist würdig, die Siegel aufzubrechen und das Buch zu öffnen? Wieder ein ganz anderes Bild. Diesem Thronsaal, wir haben dieses Buch, diese Rolle, diese Schriftrolle. Wahrscheinlich außen beschrieben, auf den Schriftrollen hat man außen häufig eine Zusammenfassung geschrieben, dass man nicht alles aufklappen muss. Und innen steht dann im Detail alles beschrieben. Es ist eine Schriftrolle, wie wir lesen in der Offenbarung, die enthält die Ratschlüsse, der Plan von Gott, den er hat für den Rest der Zeit. Wie er die Welt zu einem guten Ende führen will, was alles noch kommen soll.
Dieses Buch ist mit Siegeln verschlossen. Machthaber und Herrscher verschließen ihre Dokumente mit 7 Siegeln. Und es sind 7 Siegeln. 7 ist die Zahl für Gott. Das sind göttliche Siegel. Es ist von Gott selber verschlossen. Und es steht eine Frage im Raum. Wer hat die Würde, diese Siegel zu öffnen? Wer ist göttlich genug, diese göttlichen Siegel aufzubrechen? Wer ist mächtig genug? Das bedeutet auch, es geht darum, wer dieses Buch öffnet, der muss auch die Macht haben, das zu Ende zu führen, das auszuführen, was da kommen soll. Wer kann das Ganze in Gang setzen, zum Rollen bringen, den Startschuss geben, die letzten Dinge, um alles zu einem guten Ende zu führen? Das Böse vollständig zu vernichten quasi, dass alles vollkommen und gut wird. Manchmal, gerade an Weihnachten, sehnen wir uns doch auch danach, dass endlich alles gut wird. Und dann lesen wir weiter. Doch es war niemand da, der es öffnen und hineinsehen konnte. Niemand im Himmel, von all diesen himmlischen Wesen, keiner. Niemand war würdig. Niemand auf der Erde. All diese Mächtigen und auch niemand im Totenreich, auch keine vergangenen Heiligen, der großen Könige. Da weinte ich sehr, weil niemand zu finden war, der würdig gewesen wäre, das Buch zu öffnen und hineinzusehen. Vielleicht kennst du diese Sehnsucht manchmal auch in dir drin, dass du denkst, wäre das nicht gut, wenn jetzt endlich alles gut würde? Wenn jemand kommt und das Böse und das Schlechte wegtut, wäre das nicht wunderbar, wenn es irgendwann ein Ende gäbe mit diesen Kriegen, mit diesen Streitereien, mit diesen Leiden und Krankheiten? Und dieser Johannes, der diese Vision hat, beginnt zu weinen, weil da ist niemand, der ist würdig, das zu tun. Da ist keiner. Und es bleibt alles beim Alten. Es bleibt alles, wie es ist. Ich lese weiter. Doch einer von den Ältesten, eines der wichtigen Engelwesen, die dort gegenwärtig waren, sagte zu mir, weine nicht. Einer hat gesiegt. Er kann das Buch öffnen und seine 7 Siegel brechen. Vielleicht in diesem Moment hat Johannes aufgeschaut, hat gesucht, wo gibt es jemand? Und dieses Wesen, dieser Älteste, sagt weiter, es ist der Löwe aus dem Stamm Juda, der Nachkomme von König David. Und in diesem Moment wird klar, der Einzige, der würdig ist, die letzten Dinge in Gang zu bringen, die Welt zu einem guten Ende zu bringen, ist Jesus Christus. Er hat die Macht dazu. Alle diese Mächtigen, die uns heute im Fernseher gezeigt werden, die haben geschwiegen, die konnten nicht. Aber Jesus, er wird dann kommen und er will und er wird diese Siegel öffnen und das alles in Gang bringen. Und das ist meine erste Frage, die ich dir heute mitgeben möchte. Wenn du in diese Krippe schaust, ist Jesus für dich das kleine Baby geblieben, herzig und hat nichts zu sagen? Oder ist Jesus für dich auch der Löwe Judas, der Mächtige, der Würdige, der Herrscher? Ist Jesus derjenige, dem du dein ganzes Leben anvertraust, dem du deine Zukunft hingibst und dem du dich auch unterordnest? Jesus, der Löwe aus dem Stamm Juda, der König aller Könige, der Anfänger und Vollender des Glaubens. Und es ist in dieser Szene genauso, wie wenn wir heute irgendeinen Film schauen. Eine Szene folgt auf die nächste. Auf einmal kommt ein völlig neues Bild. Ich lese weiter im Vers 6. Und dann sah ich es in der Mitte vor dem Thron, umgeben von den 4 mächtigen Gestalten und den Ältesten, stand ein Lamm.
das aussah, als ob es geschlachtet wäre. Es hatte 7 Hörner, das steht für göttliche Macht, und 7 Augen, das steht dafür, dass es alles sieht, alles weiß. Das sind die 7 Geister Gottes, also ein göttlicher Geist, die in ganze Welt ausgesandt worden sind. Das Lamm ging zu dem, der auf dem Thron saß, und empfing die Schriftrolle aus dessen rechter Hand. Also plötzlich ist da nicht ein Löwe im Bild, sondern Johannes schaut und sieht ein Lamm oder jemand wie ein Lamm. Und das ist absolut spannend. Der Sieg des Löwen wurde errungen als Lamm. In Schwachheit, stumm, sich selbst hingegeben als Opfer am Kreuz. Der Löwe ist das Lamm. Wir schauen hier nochmals ganz fern, nochmals tausende Jahre zurück ins Alte Testament. Es gibt verschiedene Bilder und Linien, die wir hier aufnehmen können. Ein Bild, das große Versöhnungsfest, der große Versöhnungstag, den die Israeliten im Alten Bund feiern sollten, einmal im Jahr. Ein Tag, wo es darum ging, mit Gott versöhnt, verbunden zu werden, wie das möglich sein sollte. Wir gehen in 3. Mose 16, da heißt es, und Aaron lege seine beiden Hände auf den Kopf des lebenden Ziegenbocks und bekenne auf ihn alle Schuld der Söhne Israel und all ihre Vergehen nach allen ihren Sünden. Und er lege sie auf den Kopf des Ziegenbocks und schicke ihn durch einen bereitstehenden Mann fort in die Wüste, damit der Ziegenbock all ihre Schuld auf sich trägt in ein ödes Land. Von daher kommt der Sündenbock, oder? Das war der Brauch, dass die Leute hingegangen sind. Sie haben ihre Sünden bekannt und Aaron, dieser Priester und später andere Priester, haben stellvertretend ihre Hand auf diesen Bock gelegt und die Sünden wie auf ihn, die Schulden auf ihn übertragen. Und der wurde weggeschickt. Das sollte weggehen in ein ödes Land, fernweg in die Wüste. Aber dann war noch nicht Gerechtigkeit hergestellt. Da musste Aaron oder der Priester dann gehen und sich reinigen und waschen. Und dann kommt er heraus, und ich springe da vorwärts zu Vers 24, und er soll herauskommen und sein Brandopfer und das Brandopfer des Volkes opfern und so für sich und für das Volk Sühnung zu erwirken. Mit anderen Worten, die Tiere bezahlten mit ihrem Leben für die Ungerechtigkeit der Menschen. Quasi ein unvollkommenes Opfer, das musste immer wieder neu gebracht werden für neue Dinge. Und einmal an diesem Versöhnungstag sind die Leute dann gekommen und haben das ganz bewusst zelebriert, die Sünden in die Wüste gejagt und die Schuld gesühnt mit einem Opfer, mit einem Opferlamm. Eine Szene weiter. Wir landen wieder mitten in der Weihnachtsgeschichte. Blick ins Neue Testament. Wir sind hier in Bethlehem auf dem Feld bei den Hirten. Interessant, wieso sind jetzt plötzlich bei den Hirten? Interessant, in Bethlehem, wieso lief da diese Schafwirtschaft so gut? Bethlehem liegt wenig außerhalb von Jerusalem. Jerusalem, wo der große Tempel ist, wo diese Opfertiere gebraucht wurden, wo diese Lämmer gebraucht wurden, diese reinen Lämmer. Wir können mit großer Wahrscheinlichkeit annehmen, dass die Hirten, die in der Weihnachtsgeschichte beschrieben sind, auf dem Feld von Bethlehem Schafe gezüchtet haben. Und wenn sie besonders reine Lämmer hatten, dass sie diese gepflegt haben, um dann zu verkaufen für den Tempeldienst, als Opferlämmer. Wir sind hier quasi mitten an dem Ort, wo die Opferlämmer herkommen. Und die Hirten sind da auf dem Feld mit ihren Schafen und plötzlich kommt der Engel und sie erschrecken. Und der Engel sagt dann Lukas 2, Vers 10, fürchtet euch nicht. Ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird.
Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Es wird hier eine neue Linie gezeigt. Ein Retter soll geboren werden. Am Ort, wo die Opferlämme herkommen, in einem Stall. Interessant. In einem Stall, wo sonst die kleinen Schafe auf die Welt kommen. Vers 12. Und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Und dann kommt der Engelchor und singt und lobt und preist Gott für den neuen Frieden, den er bringen will auf die Menschen, zu den Menschen. Und die Hirten gehen in diesen Stall, aber sie finden in diesem Stall nicht eine Schafherde oder Opferlämmer, sondern sie schauen in die Krippe und sehen ein kleines Kind. Es ist Zufall, dass es an diesem Ort, in einem Stall, auf die Welt gekommen ist. Als Jesus erwachsen war, kam Johannes der Täufer. Und Jesus kam plötzlich in seine Nähe. Und Johannes sagt, am nächsten Tag bemerkte Johannes, dass Jesus zu ihm kam. Da rief er, seht, das ist Gottes Opferlamm, das die Sünde der Menschen wegnimmt. Dieser große Sieg vom Löwen Judas hat Jesus am Kreuz als Opferlamm errungen. Und es gibt viele Linien, die in diese Krippe hineingehen, in diesen Ort und dann weitergehen. Jesus, das Opferlamm, auf die Welt gekommen, das Passahlamm zum Beispiel, könnte man nachverfolgen. Oder auch ganz spannend in Jesaja 53, auch eine Prophezeiung, die genau dieses Bild aufnimmt. Werden hier wir Menschen beschrieben, die eigentlich wie Schafe umherirren, weil wir fern von Gott sind. Und dann lese ich aus Jesaja 53, Vers 6. Wir alle irrten umher wie die Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Schuld auf ihn, auf Jesus. Jesus hat sich selber zu unserem Sündenbock, sage ich mal, gemacht. Wir dürfen unsere Schuld und Sünde Jesus bekennen. Vielleicht symbolisch wie die Hand auf ihn legen und sagen, was wir falsch gemacht haben. Und Jesus trägt es weg. Am Kreuz hat Jesus geschrien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus ist in die größte Öde und Wüste gegangen, um unsere Schuld und Sünde wegzutragen. Dann heißt es weiter von Jesus, er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt. Und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet. Jesus war das letzte vollkommene Opfer. Ich habe mir überlegt, wenn ein Mensch sich für einen anderen Menschen opfern würde, wenn man das auf die Waagschale legt, vielleicht würde das gerade etwa das aufheben, was ein anderer Mensch angestellt, verbrochen, nicht gut gemacht hat. Aber wenn Gott selber sich opfert, dann wiegt das auf der anderen Seite alles auf, was Menschen auf der ganzen Welt anrichten. Jesus als Lamm ist gekommen und er ist einmal gestorben für unsere Schuld, für unsere Sünde. Und wenn wir in die Krippe schauen, dann ist das auch die Frage, ob wir hier auch dieses Lamm sehen, das für uns in die Wüste gejagt, sich selber jagen hat lassen, um unsere Schuld wegzutragen. Und das für uns sich hat opfern lassen, um einmalig wieder Gerechtigkeit herzustellen. Im Hebräer wird das wunderbar kurz und knackig erklärt. Ich lese aus Hebräer 9, Vers 28. So ist auch Christus ein einziges Mal gestorben, um alle Menschen von ihren Sünden zu erlösen. Wenn er zum zweiten Mal kommen wird, dann nicht, um uns noch einmal von unserer Schuld zu befreien, dann kommt er, um alle,
die auf ihn warten, in seine neue Welt aufzunehmen. Der Blick geht hier schon weiter. Jesus ist nicht im Grab geblieben, sondern ist auferstanden. Er ist zurück in den Thronsaal von Gott gegangen. Er taucht da auf als Löwe von Juda, als Lamm, wie geschlachtet. Es sieht nicht aus, als würde es gerade abkratzen, aber es trägt die Narben an sich, die diese Geschichte erzählen von Sieg von Jesus Christus. Und so kommen wir wieder zurück in dieses Bild, in diese Szene in dem Thronsaal. Also da steht dieser gewaltige Thron. Die Frage von diesem Buch. Und wir sind da stehen geblieben in Offenbarung mit diesem Bild des Löwen und des Lamms. Das Lamm ging zu dem, der auf dem Thron saß und empfing die Schriftrolle aus dessen rechter Hand. Und dann geht in diesem Thronsaal plötzlich die Post ab. Dann beginnen alle die Wesen, die dort sind, zu merken, hey, dieser Jesus, der ist ja würdig, er ist der Löwe, er ist der Herrscher. Er hat alle Macht und er ist das Lamm. Er hat den größten Sieg am Kreuz errungen. Er ist würdig, diese letzten Dinge in Gang zu bringen. Und vom Thron her, die Wesen, die am nächsten sind, beginnen diesen Jesus zu loben und zu preisen und der Kreis wird immer größer. Es beginnt ein gewaltiger Lobpreis in diesem Thronsaal. Vers 8. Im selben Augenblick fielen die 4 Gestalten und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Jeder Älteste hatte eine Harfe und goldene Schalen voller Weihrauch. Das sind die Gebete aller, die zu Gott gehören. Wenn wir heute zu Gott gehören und beten, kommen unsere Gebete in diesen Räucherschall. Wie Weihrauch, sind wir wieder in der Weihnachtsgeschichte, oder? Wie Weihrauch vor Gott. Und alle sangen ein neues Lied. Vers 9. Du allein bist würdig, das Buch zu nehmen, nur du darfst seine Siegel brechen, denn du bist als Opfer geschlachtet worden und mit deinem Blut hast du Menschen für Gott freigekauft. Menschen aller Stämme und Sprachen aus allen Völkern und Nationen und sogar aus Embrach. Durch dich sind sie jetzt Könige und Priester, die unserem Gott dienen. Und sie werden über die ganze Erde herrschen. Der Lobpreis wird immer größer. Danach sah ich viele Tausende und Abertausende von Engeln, eine unzählbare Menge. Und ich hörte, wie sie gemeinsam etwas riefen. Sie standen um den Thron, um die 4 Gestalten und um die Ältesten. Gewaltig ertönte die Stimme: Allein dem Lamm, das geopfert wurde, gehören alle Macht und alle Reichtum. Ihm allein gebühren Weisheit und Kraft und Ehre, Herrlichkeit und Anbetung. Dann hörte ich, wie auch alle anderen Geschöpfe einstimmten. Alle im Himmel und auf der Erde, im Totenreich und auch die Geschöpfe des Meeres, sie alle riefen: Anbetung und Ehre, alle Herrlichkeit und Macht gebühren dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm für immer und ewig. Die 4 Gestalten bekräftigten dies mit ihrem Amen. Und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten Gott an. Wir haben heute auf eine spezielle Art und Weise fern gesehen, in die Ferne gesehen, verschiedene Bilder gesehen, uns nahe geholt von diesen Linien aus alten Zeiten direkt hinein in die Weihnachtsgeschichte und auch weiter in die Zukunft. Und es soll auch eine Einladung sein, um ganz nahe zu sehen, zu sich selber ins eigene Herz zu sehen und zu fragen, wer ist Jesus für dich? Ist Jesus dieses kleine Kind in der Krippe geblieben? Ganz unscheinbar. Vielleicht weint es mal, aber hat sonst nichts zu melden. Oder ist Jesus für dich mehr? Ist er der Löwe Judas? Der Herrscher, den du dich mit deinem ganzen Leben vertrauensvoll anvertraust? Dem du deine Zukunft in die Hände legst?
dem du sagst, dir will ich vertrauen, ist er gleichzeitig das Opferlamm für dich, dem du seine Sünden auch bekennst, der sie wegträgt und der mit seinem eigenen Leben und Blut das perfekte Opfer ist, um Gerechtigkeit ein für alle Mal herzustellen und der dann kommt und würdig ist, auch die letzten Dinge wieder in Gang zu setzen. Ich möchte dir dieses Bild, als inneres Bild mitgeben. Jesus ist gleichzeitig der Löwe und das Lamm. Und wenn wir in die Krippe schauen, dann sehen wir dort viel mehr als einfach ein kleines Kind. Wir wollen in eine Zeit des Gebets gehen. Ich möchte dich einladen, eine Zeit einfach, wo auch du zusammen mit Jesus haben kannst. Dieses Bild vor Augen. Vielleicht bist du heute hier und sagst, du hast so richtig begriffen, wer eigentlich Jesus ist, wer dieses Kind ist. Und du willst ihn zu deinem Herrn und zu deinem Herrscher machen, sage ich mal. Und seine Vergebung annehmen. Dann darfst du einfach das im Gebet Jesus sagen und zu ihm gehören. Dann darf ich dich einladen, folgende Worte für dich selber im Herzen mitzubeten. Jesus, ich staune, wer du bist. Du bist ans Kreuz gegangen, du bist schon als Opferlamm quasi auf die Welt gekommen und bist den Weg bis ans Kreuz gegangen. Und so wie die Leute es früher gemacht haben mit dem Ziegenbock, will ich dir, Jesus, meine Schuld und meine Sünde bekennen. Vielleicht kommen dir auch Dinge in den Sinn, die du Jesus jetzt bewusst sagen willst, auf ihn legen willst, um dann fortzujagen. Nutze einen Moment der Stille, um einfach Jesus die Dinge zu sagen, die du ihm bekennen möchtest. Danke, Jesus, dass du unseren Rucksack mit schlechten Dingen auf dich nimmst und dass du ihn wegträgst. Das heißt im 1. Johannes 1,9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und du hast gesagt, Jesus, dass du diese Dinge nimmst und versenkst am tiefsten Meer, wegträgst, dort, wo sie hingehören. Und wir wollen dir Danke sagen, Jesus, dass du auch das Opferlamm bist. Du hast Gerechtigkeit wiederhergestellt. Und wir wollen dieses Geschenk der Vergebung annehmen. Vergib mir meine Schuld, Jesus. Danke, dass du mich reinmachst. Und Jesus, du bist auch der Herrscher, der Löwe Judas, der König aller Könige. Und ich will dich zum Herrn meines Lebens machen. Ich will dir mein Leben anvertrauen. Und ich will dir zutrauen, dass du es gut machst und dass du das Beste für mich bereit hast. Und ich bitte dich auch, dass du mir die Kraft gibst, so zu leben, wie es dir gefällt in deinem Königreich, durch deinen Heiligen Geist. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Ja, und wir wollen einfach auch zusammen, so wie das in diesem Bild von Johannes beschrieben wird, vielleicht hast du auf dem Herzen, das auch Jesus einfach so anzubeten. Ihn zu loben und zu preisen, er ist gekommen. Danke, Jesus, hast du die Herrlichkeit des Himmels verlassen und bist im Stall von Bethlehem auf die Welt gekommen. Und von Anfang an hattest du vor, unser Opferlamm zu werden. Danke, Jesus, dass du aber nicht machtlos bist,
sondern dass du alle Macht im Himmel und auf der Erde hast, dass du den Tod bezwungen hast, dass du die Schuld, die Sünde bezwungen hast und dass du würdig bist, auch dann die letzten Dinge in Gang zu setzen. Dass irgendwann alle auf der ganzen Welt erkennen, wer du bist, im Himmel und auf der Erde und unter der Erde. Und ja, Jesus, wir kommen auch zu dir gerade heute an Weihnachten und ich bitte dich, Jesus, dass du uns heute mehr verstehen lässt, wer das du bist. Auch wenn du im Fernseher nicht als Global Player auftauchst, dass du derjenige bist, der alle Hebel der Welt in der Hand hat. Wir dürfen kommen und uns heute dir anvertrauen. Amen.